Und das ist schon die ganze Magie hinter Katalogmanagement, könnt ihr euch vorstellen. Das ist einfach ein bisschen herausfinden, welche von diesen Songs nach Tagesform oder auch nach Wochenform, zu welchen Songs kann ich jetzt gerade neuen Content machen. Klar könnt ihr das auch alles ein bisschen nach Gefühl machen und nach eurem Gusto, auf welche ihr gerade Bock habt, welche ihr gerade pushen wollt. Aber die Analytics oder so wie ihr es da seht, ist halt dann wie so ein bisschen objektiver. Das lügt halt dann wie sozusagen nicht. Es gibt schon dort, wenn ihr den Spruch hört, Zahlen lügen nicht. Es gibt schon auch Zahlen, die lügen, das ist nicht so. Aber da bei Off-Days jetzt zeigt es halt klar einen Aufwärtstrend an. Eben, es ist zwar mit sehr kleinen Zahlen verbunden, mit sehr kleinen Daily Streams, darum müssen wir sich das noch ein bisschen länger anschauen, ob das hier wirklich jeden Tag so dann wäre und nicht nur 2-3 Tage, so schnell einmal. Aber das ist jetzt ein bisschen eine objektivere Meinung, als wenn jetzt der Gimu von sich selber würde sagen, ja, aber ich habe Lust, Tides oder immer noch, gerade jetzt zu pushen, aber die 2 Songs haben halt jetzt vielleicht keinen Aufwärtstrend gerade wie der Off-Days. Jetzt bei immer noch könnten wir uns das anschauen, wie es dort aussieht, aber ihr seht jetzt, der Gimu, das wäre jetzt genau so ein Beispiel, der Gimu könnte jetzt sagen, ja, aber nein Alex, ich habe voll Bock immer noch jetzt noch nebenbei zu pushen, nebst meiner aktuellen Single, ich habe den viel lieber, aber bei immer noch zeigt es an, dass es gerade voll nicht konsumiert wird und im Gegenteil sogar die Kurve gerade im Moment runtergeht. Das heisst, du schaffst nicht wirklich mit der Konsumwelle mit. Du bist wie so ein bisschen gegen Windmühlen am Arbeiten, weil du antizyklisch, also gegen den Zyklus sozusagen arbeiten tust, gegen den natürlichen Zyklus, wie gerade dein Konsumflow von diesen Songs läuft. Das kann man natürlich auch als Challenge nehmen und sagen, okay, ich tue erst recht einen pushen, wo gegen den Zyklus, also wo nicht einer von den meistgestreamten ist oder wo runtergeht und ich hole bewusst den wieder führen. Aber so fürs erste Mal, wenn ihr so ein bisschen ins Analytics-Game reingehen und ins Katalog-Management-Game ein bisschen mehr reinsteppen, so im eigenen Katalog, würde ich jetzt eher empfehlen, sucht euch, identifiziert damit mit dieser 7-Tages- Trendfilterung mit dieser Übung, identifizieren damals die 2-3 Songs, die momentan gerade so ein bisschen Aufwärtstrend am Verwutschen sind, eine Wave am Catchen sind und machen es euch ein bisschen einfacher, dass ihr dann die nehmt und mit denen so ein bisschen rund um die neue Content-Format oder neue Content-Strategien erschaffen.